Hi, ich bin Katrin Erni und heute reden wir über Geschenkli. Wir reden zusammen ein bisschen Schweizerdeutsch über Geschenkli. Das ist wirklich ein ganz kleines Geschenkli. Ich glaube, diese Weihnachten gibt es keine grossen Geschenke. Es gibt nur kleine Geschenkli und ich habe heute meine ersten Weihnachtsgeschenkli eingepackt. Hallo Olivia. Hast du auch schon Weihnachtsgeschenkli eingepackt? Bist du schon parat für Weihnachten? Machst du überhaupt Weihnachtsgeschenkli? Feiert ihr Weihnachten? Ich glaube, es ist schon ein schönes Fest, das sich lohnt zu feiern. Frohe Weihnachten! Hallo Sherab! Tust du auch Weihnachten feiern? Wir haben am 24. Dezember Weihnachten. Wir feiern am 24. Dezember am Abend feiern. Olivia, du sagst, du musst noch posten. Du hast deine Geschenke noch nicht gepostet. Ja, du kannst posten oder du kannst auch Weihnachtsgeschenke selber machen. Nur, das braucht ein bisschen Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu machen. Hast du auch schon Geschenke selber gemacht? Ja. Also, wie ist das bei euch? Ich habe hier die ersten Geschenke schon parat, weil ich sie verschicken mit der Post. Und ich hoffe, sie kommen da rechtzeitig an, weil jetzt muss ich noch ein Päckchen suchen, sie rein tun. Die Kärtchen habe ich geschrieben. Hallo Onir. Die Kärtchen habe ich schon geschrieben. Die Päckchen habe ich verpackt. Die kleinen Päckchen, die muss ich jetzt in ein grosses Päckchen tun für auf die Post mit der Adresse. Ich muss die Adresse aufschreiben und dann muss ich sie schicken. Und ich hoffe, die Post ist dann schnell genug. Du machst selber Geschenke, ja. Ich tue zum Beispiel auch gerne etwas backen und dann das verschenken. So Weihnachtsgutzli backen. Onir, ist alles gut bei euch? Ja, bei uns ist alles gut. Wie immer eigentlich. Meine Familie ist daheim, es sind alle gesund. Wir bereiten uns ein bisschen auf Weihnachten schon vorbereiten. Hauptsächlich ich im Moment. Im Moment haben, glaube meine Kinder, ja, sie sind sich am Weihnachtsgeschenk wünschen. Sayat, guten Abend. Sayat, ist das richtig? Ja, wie ist das bei euch? Weil es ist ja, wir feiern nicht in jeder Kultur Weihnachten, aber ihr lebt vielleicht die meisten von euch in der Schweiz. Du hast ein bisschen Stress, Olivia. Sherab, du tust nicht so gerne Geschenke einpacken. Vielleicht kann das deine Frau oder deine Freundin machen. Wenn du jemanden hast, der dir hilft, dann kannst du zum Beispiel Geschenke kaufen und jemand anderes tut sie einpacken. Oder es gibt auch so Geschenksäckchen, die man kaufen kann und nachher kannst du einfach dein Geschenk rein tun und dann musst du nicht viel verpacken. Und das nächste Jahr kannst du wieder die gleichen Geschenksäckchen vornehmen von den Geschenken, die du bekommen hast. Und dann kannst du sie weiter verschenken. Das ist auch noch eine gute Idee. Also so wie Papiersäcke, einfach aus etwas festerem Papier mit einem farbigen Druck drauf, mit einem Weihnachtsmotiv oder mit anderen Motiven, so ein Geschenksäckchen. Ja. Also, ratet mal, was ich da für meine Brüder eingepackt habe. Ratet mal, was ich da eingepackt habe. Es ist weich. Es ist klein. Man kann es zusammenlegen. Man kann es falten, so zusammenlegen. Halle Askedum. Ich konnte die ganz fertig lesen. Ich rede so einen Mix zwischen Berndeutsch,
Berndeutsch, Zürichdeutsch und Luzerndeutsch. Also mehr Bern- und Luzerndeutsch. Hallo, Luai. Hallo, Luai. Und ich denke, es ist so ein schweizerischer Mix. Du hörst ja, wie ich rede. Ich denke, wenn du einen Dialekt kannst und verstehst, dann verstehst du schon viel besser auch andere Dialekte. Ja. Aber das ist so eine Sache. In jedem Kanton redet man einen anderen Dialekt. Also, ich habe noch gefragt, was ihr denkt, was da in diesem Geschenk könnte sein. Es ist etwas Weiches, es ist klein, du kannst es anziehen. Es hat ein schönes Muster drauf. Und zwar es ist so ein bisschen Folklore-Muster da in dem Fall. Farbig, schwarz und ein Gückel. Jean, du hast eine grosse Familie, du musst viele Geschenke kaufen. Ja, ich tue gerne Geschenke machen. Ich tue eigentlich gerne mir noch überlegen, was anderen könnte Freude machen. Ja, für mich, vor allem wenn ich jetzt so ein bisschen vor Weihnachten ist und ich noch Zeit habe, dann ist es eine schöne Aufgabe. Ja. Aber ich möchte auch immer etwas Sinnvolles schenken. Ich habe ein bisschen Mühe mit Sachen, die nachher einfach rumstehen oder so. Also das ist noch nicht ganz einfach, etwas Sinnvolles zu finden. Wenn alle schon alles haben, was sie brauchen. Olivia, du tust auch gerne Geschenke machen. Man kann auch Geschenke machen, die nicht materiell sind, sondern zum Beispiel irgendeinen Baum könntest du machen. Ja? Ich tue auch noch gerne so Bon verschenken, zum Beispiel Bon für ein Mittag, dass ich jemanden zum Mittag oder zum Nacht einladen. Oder ein Bon, dass wir zusammen ins Kino gehen. Oder ein Bon für irgendein Wochenende. Das ist natürlich dann schon ein grosses Geschenk, wenn vielleicht jemand einen runden Geburtstag hat, also 40 wird oder 50 wird oder so, dann kann man für einen runden Geburtstag ein grösseres Geschenk machen, auch mit anderen Leuten zusammen. Man kann sich zusammentun und anstatt dass alle kleinere Geschenke machen, kann man zusammen sich für etwas Grösseres entscheiden. Und das ist manchmal auch ganz cool, wenn man dann so etwas Richtiges, eine schöne Überraschung erlebt. Ja. Ich habe einmal eine Geschichte gehört von einer Frau, die als Geschenk von ihrer Familie einen Fallschirmflug bekommen. Also sie konnte mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug kumpen. Ja, und dann den Fallschirm ziehen und dann geht der Fallschirm auf und dann tust du schon schön langsam runterfliegen. Ja, also ein Tandemflug natürlich, nicht allein. Sie ist noch nie einen Fallschirm geflogen. Was denkst du, ist das ein gutes Geschenk? Möchtest du auch einen Fallschirmflug bekommen? Hallo Dario. Wir reden hier gerade über Geschenke. Ich habe immer noch keine Antwort. Ich habe gefragt, Parachute, genau, das ist ein Fallschirm. Also wenn du runterfällst, das heisst fallen auf Hochdeutsch, ja. Und dann hast du so einen Schirm, der aufgeht und er tut die bremsen, dass du nicht einfach am Boden tätschst, sondern dass du langsam runterfliegen kannst. Ein Fallschirm. Und ich habe immer noch gefragt, was ihr denkt. Ich mache ein Quiz, was ihr denkt, was in diesem Päckchen sein könnte. Es ist weich. Es ist etwas zum Anziehen. Und es hat so Muster drauf, so ein bisschen Folklore-Muster mit einem Gückel. Ja, die Frage ist, hast du deine Geschenke schon gekauft, Dario? Hallo, Pat. Jean, du gehst nicht gerne so, du tust nicht gerne aus dem Flugzeug springen. Das braucht sehr viel Mut. Und ich weiss nicht, wie mein Körper reagiert, wenn man plötzlich so fest runtergeht. Ja.
Dario, du hast deine Geschenke noch nicht gemacht. Und dann ist das, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt möchte Fallschirm springen. Ich denke, mich würde Gleitschirmfliegen eher reizen, wenn man vom Boden wegspringen kann. Wenn schon, dann schon. Oder Händchen. Ja, das könnten Händchen sein. Es sind Händchen, aber für die Füße. Händchen für die Füße. Nicht für die Hände. Also so etwas Ähnliches. Dario, du musst pressieren mit deinen Geschenken. Oder, ich weiss nicht, machst du Geschenke? Oder machen dir keine Geschenke an Weihnachten? Man kann auch Weihnachten feiern. Genau, Olivia, Socken. Das ist ein paar Socken. Bitte nicht weiter sagen. Das ist ein paar Socken für meine Brüder. Einfach so symbolisch ein Geschenk, von ihm soll sagen, dass ich an ihn denke und dass er vielleicht an mich denkt, wenn er seine Socken anzieht. Ja, Söckli, genau. Also die sind ein bisschen länger. Heutzutage haben ja viele Leute im Sommer ganz kleine Söckli, kurze Söckli, aber die sind ein bisschen länger, die gehen etwa so halb bis ins Wädli rauf. Dario, genau, du und deine Frau, ihr seid besonders gute Köche, ja? Und dann kochen ihr immer etwas Spezielles kochen für Weihnachten und die Zeit zusammen geniessen, das ist auch schön. Ja, Olivia, du hast gerne Söckli oder Socken und es gibt wirklich heutzutage ganz interessante Muster. Oder es ist noch modern geworden, so dass man 2 verschiedene Socken hat, dass man thematische Socken hat. Mein Sohn hat zum Beispiel einige Socken mit Velo-Thematik, also mit Velo und Velofahrer und Räder und so drauf. Oder mit irgendwie Comicsfiguren oder irgendwie. Sie haben, glaube ich, jetzt so Maschinen, wo sie schöne Design einfach in die Socken einbauen. Ja, so schön, wenn sie die Socken lismet mit der Maschine. Ja, also, ich habe schon angefangen, ein paar Weihnachtsgeschenke zu machen. Was kann man sagen an Weihnachten? Oder früher hat man noch ganz viele Weihnachtskarten geschrieben, ja? Und jemandem frohe Weihnachten gewünscht mit einem schönen Kärtchen. Man macht ja nicht allen Leuten ein Geschenk. Oh, Olivia, du schaust jede Weihnachten mit deinem Mann Kevin Alone at Home. Das ist so ein Klassiker, ja. Ja, jetzt habe ich gerade meine Faden verloren. Jetzt müsst ihr mir ein bisschen auf den Sprung helfen. Ah, genau, du kannst natürlich auch, ich habe gesagt, ich tue manchmal einen Bon machen, zum Beispiel, dass ich jemanden zum Mittag einlade oder so, aber du kannst natürlich auch einen Geschenkgutschein kaufen im Laden, zum Beispiel bei einem Kosmetikladen. Dario, du findest den Film schon langweilig, von Kevin. Etwas zusammen machen ist immer ein gutes Geschenk. Ja, das ist das Schönste eigentlich an Weihnachten, dass man vielleicht seine Beziehungen wieder auffrischt, dass man wieder Kontakt hat mehr mit der Familie, dass man Zeit hat füreinander, dass man eben zusammen kochen und zusammen essen und einander besuchen. Hallo Sahir, hallo Hayat. Genau, du kannst Zeit schenken. Das ist ganz etwas Kostbares. Deine Zeit ist sehr kostbar. Und alle kämpfen um deine Zeit. Und auf Internet oder überall, alle wollen deine Zeit, dass du das noch schaust und da noch etwas machst. Und dort gehst du einkaufen. Du kannst ja rund um die Tour online etwas suchen und finden. Ja, und darum ist die Zeit sehr ein kostbares Gut heute. Und du musst dir gut überlegen, mit wem willst du deine Zeit teilen. Mit wem willst du Zeit schenken? Wer ist wichtig für dich? Ja? Mit wem wollt ihr eure Zeit teilen? Oder vielleicht gibt es auch Leute, die denken, oh, jetzt habe ich die schon lange nicht mehr gesehen. Und um die Weihnachtszeit
habt ihr ein bisschen mehr frei zwischen Weihnachten und Neujahr oder so. Und dann kann man sagen, okay, dann machen wir zusammen ab, wir treffen uns, wir gehen zu ihnen auf Besuch oder sie kommen zu uns auf Besuch. Und wir können eine Spielabend machen oder wir können zusammen jassen oder wir können einfach zusammen einen Film schauen oder zusammen reden oder spazieren, einen Ausflug machen miteinander. Aber einfach Zeit miteinander verbringen, das ist sehr wichtig und das ist ein schönes Geschenk. Ja. Und das ist für mich auch immer mit der Weihnachtszeit verbunden, weil wir mehr Freizeit haben. Viele Leute haben frei um diese Zeit und man hat Zeit, um sich zu treffen, auch mit Leuten, die man vielleicht sonst schon lange nicht mehr gesehen hat. Olivia, du machst auch manchmal einen Spielabend. Was für Spiele spielt ihr gerne an diesem Spielabend? Meine Familie und ich, wir spielen sehr gerne Dogs, Brändli Dog. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kann das sehr empfehlen. Das ist ein Spiel, das ähnlich ist wie Eile mit Weile. Aber man spielt es nicht mit Würfeln, mit so sechskantigen Würfeln, sechsseitigen Würfeln, sondern man spielt es mit Karten. Und dann kannst du ein bisschen planen, du hast einen Partner, du kannst ihm helfen. Oh, du spielst Monopoly mit deinem Mann, genau, Olivia. Das ist sehr ein langes Spiel, ja. Und dann da geht es um Geld, um Kaufen und Verkaufen. Und die anderen müssen Miete zahlen, wenn sie bei dir sind auf dem Feld. Und du kannst viel Geld verdienen, aber kannst auch sehr viel Geld verlieren in diesem Spiel. Ja, das ist ein bisschen mit Glück verbunden, ein bisschen mit Strategie. Ja, kennt ihr andere Spiele, die ihr gerne machen würdet? Ja, man kann auch zum Beispiel ein Spiel schenken jemandem als Weihnachtsgeschenk. Ja. Unsere Kinder sind ein bisschen grösser, aber früher haben wir ihnen viel so Spiele geschenkt, Brettspiele oder so Spiele, wo man ein bisschen denken muss, wo man ein bisschen strategisch denken muss. Olivia, du musst einmal jassen. Jassen ist wirklich ein gutes Spiel. Das ist am besten, wenn 4 Personen sind. Das ist unser Schweizer Kartenspiel. Hallo Sahir, wo wohnst du? Das ist eine gute Frage. Ihr könnt auch schreiben, wo wohnt ihr? Wo wohnt ihr? Ich bin im Moment ein bisschen weiter weg, weil mein Mann ist Pol. Genau, Jean, Monopoly ist nur lustig für die gewinnen, finde ich auch. Und ich bin eben nicht so viel unter denen, die gewinnen. Olivia, du hast geschrieben, du wohnst in Bern. Dario, du hast auch schon gejasset. Ja, das ist cool. Und es gibt viele verschiedene Varianten. Also wenn du die Person bist, die sagt, die kann sagen, welches Spiel spielen wir beim Jassen, welche Farbe ist Trumpf. Ja? Du kannst schauen, welches sind deine besten Karten und dann kannst du sagen, welches Spiel soll gespielt werden. Jede Runde sagt jemand anderes das Spiel an. Und dann ist es natürlich interessant, wenn man verschiedene Versionen kennt, nicht nur die mit dem Trumpf, wo man kann trumpfen, sondern zum Beispiel oben runter, unten rauf, wo die untersten Karten die besten sind, oder ein Coiffeur. Du tust immer einen Schieber spielen. Ja, einmal ist die obere Karte die beste beim Coiffeur und einmal ist die unterste Karte die beste. Da muss man immer ganz gut überlegen und denken, welche Karten sind jetzt schon gegangen. Meine Großmutter hat das sehr gut können. Sie ist mit 102 gestorben und sie hat bis am Schluss gejasset. Und ich glaube, das Jassen ist sehr gut für deinen Kopf, um deinen Kopf zu trainieren. Zemina, du wohnst in Basel, in der Stadt. Schön. Und Asmerom. Hallo. Genau, Jassen ist ein gutes Spiel, oder? Du könntest zum Beispiel jemandem, der noch nicht weiss, wie es Jassen geht,
Genau, 102 ist meine Großmutter geworden. Du könntest jemandem Aserom, du meinst, wie geht es mir oder wie geht das Spiel? Wie tut man jassen? Also zu der ersten Frage kommen, mir geht es sehr gut. Und meine Großmutter ist 102 Jahre alt geworden, Olivia, aber mittlerweile ist sie doch schon gestorben. Jetzt wäre sie schon, sie war eine 14-Jährige, sie wäre schon 107. Also so alt ist sie nicht geworden. Und das Spiel Jassen erklären, das ist ein bisschen schwierig, aber du kannst ja jemandem ein Jasskartenset schenken. Das sind so wie andere Karten, nur die Jasskarten sind vom 6 an. Du hast 6, 7, 8, 9, 10, den Banner und dann der Bauer, die Königin, König und Ass in 4 Farben. Okay, Asgeram, danke. Wie geht's mir? Gut. Danke, sehr gut. Und dir? Hayat, du wohnst in Luzern. Schön. Ich finde Luzern sehr eine schöne Stadt und Luzern ist mein Heimatkanton. In Luzern habe ich auf dem Land, also Niederöf oder mittlerweile Beromünster. Das Münster ist mein Heimatort. Dort habe ich viele Familie. Genau. Asmerom, du wohnst in Bern. Schön. Bern ist auch eine sehr schöne Stadt. Wir sind viel auf Bern lädeln oder ein bisschen auf Bern in Ausgang, manchmal sogar, oder ins Kino. Weil das ist nicht so weit weg von Freiburg. Und dann ist man schnell mit dem Zug zu Bern. Ja. Und es hat vielleicht andere Filme gehabt. Freiburg hat auch Kino, aber dort sind viele auch Filme auf Französisch. Und in Bern hat es vielleicht ein bisschen mehr Auswahl an Filmen. Ja. Genau, du könntest auf Weihnachten auch jemanden ins Kino einladen. Du könntest ihm einen Bon geben. Ja, und was macht ihr an Weihnachten? Feiert ihr ganz traditionell feiern? Habt ihr einen Christbaum daheim? Tut ihr Geschenke unter den Christbaum? Oder kommt der Samichlaus? Oder kommt das Christkindli bei euch? Asmeram, du wohnst neben dem Flughafen Baub. Zum Glück ist der nicht so gross wie der Flughafen in Zürich. Hallo Maria. Du wohnst in Solothurn. Ja, Solothurn, dort habe ich eine Freundin. Das ist auch eine schöne Stadt. Dort sind wir sie auch schon besuchen. Und dort ist ein Bischofssitz. Was weiss ich noch über Solothurn? Sonst weiss ich nicht viel. Olivia, du meinst, es ist laut, wenn ein Flugzeug startet und landet, ja. Aber ich glaube, so viel ich weiss, hat es viel weniger Flugzeuge auf dem Berner Flughafen zu Bern-Belp als sicher hat es viel weniger als in Zürich. Auf dem Flughafen Kloten. Asmeron, du feierst zweimal Weihnachten. Einmal mit der einen Familie und einmal mit der anderen Familie? Oder wieso feierst du zweimal Weihnachten? Ja, eigentlich die Weihnachtszeit ist sehr lang. Man hat am 24. in der Nacht da kann man feiern, am 25. tut man auch noch feiern und festliches Essen machen. Am 26. ist der Stephanstag, das ist auch noch ein Viertag, das ist heute am Sonntag. Das Jahr meine ich. Der Stephanstag ist am Sonntag und nachher kann man eigentlich die ganze Woche noch ein bisschen feiern und Freunde besuchen und am Abend zusammensitzen um einen Christbaum und Weihnachtslieder singen. Ich liebe es, Weihnachtslieder zu singen. Wieso zweimal? Olivia, du fragst noch Asmerom oder so, wieso dass er zweimal feiert. Es gibt verschiedene Gründe. Vielleicht kannst du es uns schreiben.
manchmal treffen wir Freunde einfach so, zum zusammenkommen und singen. Weihnachtslieder singen, das ist so schön, romantisch und ich tue gerne singen. Aber meine Familie, also ich muss Freunde suchen, wo ich mit ihnen singen kann. Meine Schwiegermutter tut auch sehr gerne singen, meine Schwägerin tut auch gerne mitsingen. Aber meine Familie, die Kinder und so, die tun lieber nicht zu viel singen. Ja. Olivia, du hoffst, dass das Wetter schön ist an Weihnachten. Genau. Und ich hoffe, dass es ein bisschen Schnee gibt. Asmerom, du hast eine eigene Weihnachten am 7. Januar, nicht am 6. Genau, ich habe Langlaufski und dann möchte ich ein bisschen langläufeln, wenn es ein bisschen mehr Schnee hat. Und über Weihnachten hat man eben ein bisschen mehr Zeit, weil wenn es sonst unter der Woche Schnee hat, dann kann ich nicht immer rausgehen langläufeln. Ja, aber am Wochenende oder in den Weihnachtsferien, wenn es Schnee hat, dann ist das cool. Natürlich in den Bergen, wenn man ein bisschen weiter rauf geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es viel Schnee hat. Genau, Langlaufski ist cool. Vielleicht kannst du dir Langlaufski wünschen, wenn du noch keine Langlaufski hast. Oder du kannst eigentlich Langlaufski mieten, wenn du an in ein Skigebiet gehst, was Langlaufloipen hat, dann kann man sicher irgendwo auch Langlaufski mieten, um mal auszuprobieren, wie das ist, wenn man langläuft. Es ist sicher ein bisschen weniger gefährlich als Alpinskifahren, ein bisschen gemütlicher, man macht vielleicht auch ein bisschen mehr Sport. Ja. Okay, ich habe euch gefragt, wo ihr wohnt. Ihr habt ein bisschen gesagt, wo ihr wohnt. Ihr habt ein bisschen gesagt, wie ihr Weihnachten feiert. Noch nicht so viel. Aber genau, sagt ihr, jetzt ist in der Schweiz viel Schnee. Im Mittelland hat es geregnet und in den Bergen oben hat es geschneit. Ja. Also man kann gut am Wochenende ein bisschen in die Berge schlitteln, Skifahren oder langläufeln und den Schnee geniessen. Aber es ist auch recht kalt, oder? Ja, das ist so im Winter. Und wir haben über das Geschenke machen geredet, ob ihr schon Geschenke gemacht habt oder nicht. Macht ihr grosse Geschenke oder macht ihr nur kleine Geschenke, so symbolische, wie ich da eins habe? Oder wir haben auch darüber geredet, ich habe gesagt, dass ich meine Geschenke zum Teil mit der Post verschicken muss. Asmerom, bei dir hat es viel Schnee. Also in Bern, in der Stadt, hat es viel Schnee. Oder bist du ein bisschen im Berner Oberland oben? Und natürlich, wenn es Weihnachten gibt mit Schnee, dann ist das natürlich sehr romantisch und schön, wenn alles weiß ist. Und die Weihnachtsbeleuchtungen und der Tannenbaum, die Christbäume draussen und so. Das ist ganz romantisch. Ja. Und wir gehen auch noch in die Kirche, in die Mitternachtsmesse, mitten in der Nacht, Weihnachten. Und das ist auch ganz ein schönes Erlebnis in dieser Dunkelheit, mit dem Licht, mit dem Gesang, mit den Liedern. Das ist immer ganz schön. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Und wir haben darüber geredet, ja, ich habe gefragt eigentlich, ob ihr ganz traditionell Weihnachten feiert. Das ist richtig. Genau, so weisse Weihnachten und eine Weihnachtsmesse und so, das ist schön. Ich habe auch gefragt, ob ihr Weihnachten feiert, ob ihr traditionell feiert, mit Christbaum und so, oder ob bei euch der Samichlaus kommt oder das Christkindli. Eigentlich in der Schweiz sagt man ja, an Weihnachten kommt nicht der Samichlaus, der ist am Montag gekommen, das ist am 6. Dezember. Baubund und Umgebung schneit viel, also es hat bis runter geschneit wieder. Und
bei uns in der Schweiz kommt das Christkindli. An Weihnachten sagt man, das Christkindli bringt die Geschenke und plötzlich sind im Versteckten, wenn die Kinder oben sind im Zimmer oder so. Bei dir kommt immer ein Schmutzli, Dario. Bringt er dir eine Rute, musst du dich vor ihm verstecken. Der Schmutzli, das ist der schwarze Begleiter vom Sammy Klaus, der ihm helfen. Aber der macht auch den Kindern Angst. Der hat so eine Rute aus Ästchen, aus kleinen, feinen Ästchen. Und dann kann er den Kindern Angst machen oder vielleicht jemandem Füdletatsch geben, wenn er nicht lieb war. Also, ich weiss nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass zu dir der Schmutzli kommt, Dario. Eben in der Schweiz sagen wir ja, an Weihnachten kommt nicht der Sammy Klaus, sondern das Christkindli. Aber das kommt nicht in Person. Das heisst, das kommt vorbei, wenn niemand da ist, niemand in der Stube ist und tut schnell das Geschenkli unter den Baum und dann fliegt es wieder davon. Und man merkt nur, dass es da war. Manchmal glöckelt es oder so und dann kommen die Kinder schauen. Das Christkindli war da, es hat Geschenke gegeben. Ja, aber niemand sieht es eigentlich. Es ist ganz im Versteckten. Das ist unsere Tradition. So haben wir es daheim immer gehabt. Der Schmutzli ist Schweizer. Ja, könnte man schon so sagen, Olivia. Der Schmutzli, auf jeden Fall heisst er in Deutschland zum Beispiel Knecht Ruprecht. Also es gibt auch so einen Begleiter, der mit dem Sammy Klaus geht, aber man sagt ihm nicht Schmutzli, sondern man sagt ihm Knecht Ruprecht. Aber es ist ganz ähnlich, so von der Tradition her. Ja. Aber das ist jetzt eigentlich vorbei, weil das ist am 6. Dezember, der Sammy Klaus Tag. Aber in dieser Weihnachtszeit vermischt sich alles ein bisschen. Gut, also soweit, so viel von mir. Es hat mich gefreut, dass ihr mitgechattet habt, dass ihr mir geantwortet habt. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wenn ihr möchtet an meinem Kurs mitmachen, ich habe einen Schweizerdeutsch-Kurs am Montagabend, dann reden wir ein bisschen über Geschenke, über Wünsche und so, über Weihnachten ganz ein bisschen am nächsten Montagabend. Wir haben eine schöne Geschichte, schöne Figuren und die sich da Gedanken machen zu Weihnachten. Und die schon ganz gut Schweizerdeutsch können und möchten mehr ihre Sprache trainieren, die können mal meinen Podcast hören, Swiss German Podcast. Und das ist auf Spotify und anderen Anbietern kannst du das finden. Und zu diesen Texten diskutieren wir am Dienstagabend diskutieren. Also das ist für die ganz Fortgeschrittenen, die schon viel können und ihren Wortschatz erweitern und mehr reden, mit Gelegenheit haben, mit anderen zu diskutieren. Die können sich am Dienstagabend einschreiben. Ja, also, es hat mich gefreut, dass ihr da wart. Merci vielmals für eure Zeit, für eure Beiträge. Ich wünsche euch auch einen ganz guten Abend, gute Nacht, schlaft gut und eine schöne Weihnachtszeit, coole, gemütliche Weihnachtszeit in der warmen Stube und draussen im Schnee. Ja, du hast schöne Schneemänner dort schon. Genau, Olivia, Schweizer gerne diskutieren, ja. Hallo Jaston, bist du gerade neu gekommen? Wir sind am AD sagen, du kannst unten auf meinen Link klicken und du kannst schauen, was wir sonst noch haben auf unserer Homepage Swiss German Online. Und wenn du möchtest am Schweizerdeutsch-Kurs mitmachen, bitte Maria, dann nachher kannst du dich über meine Web-App kannst du dich einloggen und einschreiben und dann kannst du einen ganzen Monat lang gratis den Schweizerdeutsch-Kurs testen, ob das etwas ist für dich und
Dann musst du erst im Januar anfangen zu zahlen und er kostet 45 Franken pro Monat. Also ich glaube, das ist nicht so viel. Ja, ich glaube, das ist ein fairer Preis. Du kannst mal schauen, was es ist und wenn du willst, kannst du dann weitermachen und mit uns Schweizerdeutsch lernen. Und nach dem Kurs, das ist so ein Livestream, eine halbe Stunde ein Livestream, jede Woche ein neuer. Dann nachher haben wir zusammen ein Zoom-Treffen für die Leute, die wollen, zum Üben, miteinander reden. Und da lade ich dich auch ganz herzlich dazu ein. Also, dann können wir vielleicht dann persönlich miteinander reden. Also, ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, schönen Abend, eine gesegnete Weihnachtszeit und ein frohes Fest für die ich nicht mehr sehen sollte. Und die anderen, die sehe ich wieder am Montag oder ein anderes Mal. Macht's gut, tschüss zusammen.